Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Ja, Leute, hier gebe ich euch meine Einschätzung zum Spiel beim HSV und zeige euch, wie ich die Mannschaft ins Rennen schicken würde. Und sage euch natürlich meinen Tipp, den nehme ich schon mal vorweg. Mein Tipp ist ein 1-4. Ja, warum 1-4? Warum dieser Optimismus? Ich denke, man hat gesehen, der eine oder andere Spieler ist wieder ein bisschen fokussierter. Und es sind auch eine Menge, was heißt eine Menge, aber es ist wieder ein bisschen mehr Alternative da, ja? Wenn man gesehen hat, dass Musiala so 60 Minuten spielen kann, dann kann er wahrscheinlich gegen Hamburg auch noch mal 30 spielen oder sowas, ähm, und so weiter und so fort, ja? Aber natürlich, klar, der HSV ist heimstark, hat die meisten Punkte, die sie haben, zu Hause geholt. Ähm, aber am Ende fairerweise, es geht nur über uns. So, wenn wir unsere Qualität auf den Rasen bringen, dann wird das 'ne klare Nummer. Schaffen wir das nicht, sind wir nicht zu 100% da, hat das Spiel gegen Augsburg gezeigt, ähm, ja, dann kann der Schuss auch nach hinten losgehen. So, das ist gar keine Frage, ja. Und es gilt wie immer, der HSV hat absolut nichts zu verlieren, ist der krasse Außenseiter, hat natürlich die Aufstiegseuphorie, der große FC Bayern kommt, Stadion wird brennen, ähm, die Mannschaft wird gepusht werden bis unters Dach. Deswegen, du musst bei 110% sein, ja. Und ja, danach ist erstmal eine Woche bis zum nächsten Spiel, beziehungsweise 8 Tage und von daher gehe ich davon aus, dass die Mannschaft noch mal alles aus sich rauspumpt, was drin ist. Und dann muss sich am Ende einfach die Qualität durchsetzen. Und deswegen mein Tipp 1:4. Aber nochmal, wenn du nicht da bist, dann kann der Schuss auch ganz schnell nach hinten losgehen, ne? Aber ich bin zuversichtlich, dass wir da sind, dass wir fokussiert sind und ja, dass wir punkten werden, ja. Und ich denke, unsere Offensive ist heiß. Unsere Offensive hat auch wieder ein paar Alternativen. Der eine oder andere hat jetzt auch nicht so viel gespielt jetzt in der Champions League, von daher vielleicht 'n Tacken frischer, wie es gegen Augsburg war und von daher bin ich persönlich guter Dinge. Gut, was immer 'n schlechtes Zeichen ist, wenn ich mal guter Dinge bin. Das steht auf'm anderen Blatt. Kommen wir zur Aufstellung. Ähm, ja, erst mal freut es mich, dass Jonas Obich noch mal sich rehabilitieren durfte und gleich wieder eingesetzt wurde. Ich würde ihn natürlich im Tor lassen jetzt, so, ja. Ähm Für mich gibt's keine Alternative. Manuel Neuer ist die Alternative. Manuel Neuer, keine Ahnung. Ähm, ich weiß es nicht, ja. Es wäre schön, wenn da Nägel mit Köpfe gemacht werden und endlich feststeht, dass Manuel Neuer am Ende der Saison seine Karriere beendet und dann muss man den Übergang jetzt einläuten und warum sollte man das gerade nicht tun nach der Leistung und auch nach der Stabilität, die Obich gezeigt hat, nach mal nicht so 'n guten Spiel, dann gleich so 'n Spiel abzuliefern? Ist das richtige Zeichen, sich nicht beeindrucken lassen und das ist auch das, was du beim FC Bayern brauchst, ja? Und von daher würde ich mir wünschen, dass er noch mal im Tor steht oder wieder im Tor steht. Dran glauben tue ich nicht. Bei mir würde er beim Tor stehen. Bei mir würde der Generationswechsel jetzt stattfinden und das unabhängig von Manuel Neuer. So, es ist ja schön, wenn er meint, er möchte noch ein Jahr spielen. Ähm, du hast 'n Urbich, man sieht das Leistungslevel eines Urbich und es ist Zeit, die Wachablösung einzuläuten. Und jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dafür, meiner Meinung nach. Was nicht heißt, Manuel Neuer macht keine Spiele mehr diese Saison, aber solange Urbich auf dem Level performt und jetzt ist halt gerade auch mal die Zeit dafür, das, zeigen zu können, ja, Jonas Urbich ins Tor. Gut, Innenverteidigung wird sehr wahrscheinlich schwierig. Also, ich wäre eigentlich auch dafür, dass man Jona mal ein bisschen Pause gönnt. Ich weiß jetzt aber nicht, wie weit Opa schon wieder. Also, Kim wird spielen, so, Punkt. Bei Kompany wird er spielen und auch bei mir wird er spielen, weil er der Frischeste ist. So. Ja, es geht nicht nur um Frische, Kim ist aber auch völlig fein. Die letzten Leistungen waren völlig okay. Die Frage ist, traut man Alfonso Davies Startelf-Einsatz zu? Hm, dann würde ich nämlich 'n Ito daneben stellen, ja. Ansonsten würde ich natürlich ja komm, ich mache den Punkt. Ich mache 'n Ito dahin. Alternative natürlich Jona und hier natürlich Opa. Ja, aber Opa war verletzt, hat jetzt,
einige Minuten gespielt. Ich weiß es nicht. Ja, I don't know. Wenn natürlich unser 1A ist natürlich Taupa, so da brauchen wir nicht drüber reden, aber ich denke, beiden wird's auch mal gut tun, mal vielleicht nicht zu Beginn. Ja, wir haben danach 8 Tage bis zum nächsten Spiel, habe ich schon gesagt. Also, man kann noch mal alles rauspumpen. Man muss aber natürlich auch keine Verletzungen riskieren und Jona hat sehr viel gespielt die letzten Spiele. Opa ist gerade mal wieder da. Ähm, ja, Ito würde ich auch nicht durchspielen lassen. Kim wäre für mich der durchspielt. Ito oder Ta, je nachdem, wer anfängt, würde ich dann wechseln und Opa ist so dann ja, wenn's eng wird oder sowas, wenn irgendwas passiert, ist Opa da. Oder sollte Alphonso Davies halt nicht 90 Minuten durchspielen können, ziehst halt 'n Ito rüber, ja, und bringst anderen Innenverteidiger. So, ich würde mit Alphonso Davies anfangen links. Ähm, ja, ich denke, er hat genug Schonfrist gehabt jetzt, ja, wurde oft genug langsam rangeführt. Es wird Zeit, mal abzuklopfen, was jetzt wirklich da leistungsmäßig drinne ist oder was nicht drinne ist. Auf der rechten Seite, ja, ich denke, das sollte klar sein. Ja, ich werde hier mal 'n Guerrero reinmachen. Guerrero, ihr wisst's, viele wissen's vielleicht gar nicht mehr, Guerrero ist eigentlich 'n Linksverteidiger, ne? Ich weiß nicht, wie weit er wieder fit ist, ansonsten wäre er die Alternative für Alphonso Davies oder auch wenn Fonsi platt ist nach 60 Minuten oder 45, dann Guerrero rein. Sollte Guerrero natürlich nicht fit sein, würde ich wahrscheinlich auch mit Ntar anfangen, sodass Ito dann, ja, die Alternative wäre oder man fängt mit Ito an. Das ist halt schwer zu sagen, weil man nicht weiß, was jetzt wie fit ist und so weiter. Ja, rechts, Tor Bischof hat 'n überragendes Spiel in der Champions League gemacht. Da gibt's grade gar nix, drüber zu diskutieren. Es wäre schön, wenn ich ihn finden würde und er das noch mal bestätigen kann auf der Rechtsverteidigerposition. Das war 'n überragend gutes Spiel. Conny Laimer ist wieder im Lauftraining, also sehr wahrscheinlich auch dann zum nächsten Spiel schon wieder mit dem Kader, denke ich mal, wenn er jetzt dann 8 Tage Zeit hat. Ich werde ihn jetzt hier mal nicht als Alternative eintragen. Ansonsten haben wir gesehen, Sascha Boe ist auch wieder mit in der Mannschaft, ist dann die Alternative, um irgendwie 'ne halbe Stunde Spielzeit zu bekommen, denke ich. Gut, ja, da Tom Bischof hier spielt, stellt sich die Zentrale natürlich von alleine auf, ne? Der vogelfreie Josua Kimmich und der Querpass Pavlo. Liebevoll gemeint, Pavlo ist grade in 'ner guten Form, ja, hat jetzt auch wieder 'n bisschen bessere Abstimmung gehabt, aber klar, er hat jetzt auch wieder mit Kimmich gespielt, mit dem kommt er definitiv bisher schon mal am besten klar. Ähm Ja, da Leon noch da ist, wäre Leon Goretzka für mich die Alternative für Josh. Pavlo muss durchziehen. Ich denke, da gibt's grade nicht wirklich 'ne Alternative, die wir da bringen könnten. Wir könnten natürlich 'n Chavez eintragen, wenn Pavlo auch irgendwie müde ist, das Spiel gelaufen ist oder sonst was. Kann man sich natürlich auch mal 'n Chavez da reinbringen und sich den mal 'n bisschen anschauen. Völlig fein, völlig legitim. Gut, ich habe es schon gesagt, vorne, Heavy und Michael haben auf jeden Fall 'n bisschen Päuschen gehabt. Nicholas Jackson haben wir gesehen, dass das absolut noch 'ne Farce ist. Von daher, ja, die beiden stehen. Luis Diaz ist für mich unverzichtbar und wenn man gesehen hat, wie der noch marschiert ist in Eindhoven in der 90. Minute, glaube ich nicht, dass der irgendwelche physischen oder psychischen, Entlastungen benötigt. Wenn dem so sein sollte, wir haben ja 'n paar Alternativen, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Gut, jetzt ist die Frage, wer startet auf der 10? Wenn Musiala die Power hat dafür, ja, ganz klar Musiala. Für mich rechte Seite Alternative Lennart Kahl, ja. Sollte Musiala irgendwie platt sein, würde ich Olise in die Mitte ziehen und Lennart Kahl auf rechts außen bringen. Ansonsten linke Seite haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, aber das liegt halt einfach auch daran, dass 'n Luis Diaz einfach nicht müde ist, ja, und keine Pausen braucht. Der marschiert, 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 Alter. Mr. Mike natürlich, ja, ist natürlich auch noch 'ne Alternative. Ich mache mal 'n Ziyech hier rein. Ziyech ist natürlich auch 'ne Alternative für alle Positionen hier, ja, definitiv. Und vorne tragen wir natürlich auch Nicholas Jackson ein, der leider sehr, sehr unglücklich war, in der Champions League nicht gut in diese Mannschaft integriert ist. Ja, und da seht ihr schon, ich habe jetzt noch nicht mal irgendjemanden doppelt hier eingetragen. Klar, wir haben mit Mike und Chavez
2 Jugendspieler, die super wenig Spielzeit bisher hatten, mit Lennart Kahl den dritten Jugendspieler. Wir könnten hier sogar noch einen 'n Daiber eintragen, der für mich auch ein sehr, sehr stabiler junger Spieler ist, ja. Also, selbst wenn dem so wäre, könnte man auch einen Daiber bringen und 'n Ito nach links ziehen und Davis draußen lassen. All das sind Möglichkeiten, ja. Ich nehme das Video hier leider vor der PK auf, von daher kann es sein, dass den einen oder anderen, den ich aufgestellt habe, gar nicht dabei ist, weil er irgendwie angeschlagen ist, 'n Wehwehchen hat oder sonst was. Ja, das wäre auf jeden Fall meine Aufstellung. Hm, Kimmich würde ich auf jeden Fall auch nicht durchspielen lassen, ja, auch wenn danach 8 Tage Pause ist. Ich denke mal so 60 Minuten. Aber das kommt natürlich auch darauf an, wie er sich fühlt, und wie sein Leistungsniveau ist. Das gilt für alle, ja. Ich fand sehr gut, dass Kompany in der 60. Minute 'n Vierfachwechsel gemacht hat in der Champions League. Würde ich mir in der Bundesliga viel, viel öfter wünschen, ne? Ähm, Auch gerne mal zur Halbzeit. Auch das ist völlig fein, wenn da Jungs sind, die eine Halbzeit Vollgas geben und dann ausgepumpt sind. Ja, dann kann man auch zur Halbzeit schon mal 'n Dreierwechsel fahren. Gerade in der Offensive sollte das nicht das große Problem sein. Defensive, ja, da sehe ich das auch. Da kann man immer mal ein bisschen abwarten. Da ist Stabilität erstmal wichtig. Aber in der Offensive, muss das jederzeit möglich sein, ne? Gut, das wäre meine Aufstellung. Das ist mein Tipp für das Spiel beim HSV. Rot-weiße Grüße, haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.